Servus Leute, was geht ab? Da ist euer Sumo King und schön, dass ihr wieder vorbeigeschaut habt zum neuen Motovlog von mir. Ich werde euch heute ein bisschen was über KTM 690 erzählen. Und zwar, meine KTM 690 ist eine 2016er Baureihe und die hat 67 PS. Offenerweise, ich habe meine momentan noch gedrosselt auf 42 PS. Normalerweise darf man mit A2 also A2 Führerschein 48 PS fahren, aber da mein KTM so leicht ist, beziehungsweise ich glaube, dass die steht, lass mich schauen, leiderweise 145, 150 Kilo hat, also nicht viel. Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt oder nicht. Da bin ich ziemlich gerade unsicher. Auf jeden Fall machen wir die dann leider auf 42 PS drosseln, aber egal. Für Anfänger reicht es komplett. Das Teil ist brutal, weil das abgeht. Und wenn du im ersten Gang ein bisschen zu viel Gas gibst und Kupplung auslässt, beziehungsweise wenn du jetzt im ersten Gang fährst und einfach schon Gas gibst, dann steigt es da. Was will man mehr, sagst du? Was will man mehr als Fahranfänger? Hauptsache sie steigt. Was ich jetzt noch von meiner KTM so umgebaut habe, das ist eigentlich, wie gesagt, mein KTM ist zu 90% original. Ich habe bloß die greisigsten Sachen umgeändert, weil das ist ja wirklich, und zwar der Kennzeichenhalter. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden fahren sehen, der was mit einer KTM umeinander fährt mit einem originalen Kennzeichenhalter. Weil der ist ja wirklich abscheulich, der ist kreislich, der ist nicht schön. Den muss man umbauen, das ist Pflicht. Das ist wirklich Pflicht, dass man den umbaut, weil der einfach nicht schön ist. Ja, auf jeden Fall, der ist umbaut. Dann habe ich, weil ihr schon sagt, meine Spiegel habe ich umbaut, weil da gefällt mir die nicht und ich sehe durch die einfach nichts, weil einfach die Vibration so schlimm ist und die vibrieren so, dass du einfach nichts siehst. Und darum habe ich gesagt, ich baue mir die unten dran. Ich habe zwar schon voll Probleme mit der Polizei gehabt, weil ein bisschen langsamer, da war der Blitzen zur Zeit richtig gern. Ich habe zwar schon voll Probleme mit der Polizei gehabt, nur wegen die Spiegeln, aber jetzt habe ich es, denke ich mal, legalerweise umbaut. Ich habe jetzt meinen Abstand eingehalten, der passt, der muss passen, da braucht jetzt kein Polizist mehr beschweren, dass meine Spiegel nicht passen. Und ja, ich habe natürlich andere Brems- und Kupplungshebel dran, natürlich mit E-Nummer, also darf ich haben. Ich habe sogar das Heftel dabei, alles. Dann habe ich meine Seta-Handcuts umgebaut, weil die Originaler gefallen mir nicht. Und meine Kupplungs- und Bremsflüssigkeitsdeckeln habe ich umgeändert. Der ist leider schon ein bisschen ausgebleicht, das finde ich echt schade, weil die waren schweineteuer. Und ansonsten, ja, meine Blinker sind nicht nur verändert und einen Motorbundschutz habe ich. Also wie gesagt, im Großen und Ganzen ist das eigentlich schön. Nichts vom Dekor oder egal, sondern einfach nur ein bisschen Optik, ein bisschen optimiert. Also wirklich nur das verändert, wo es originalerweise nicht schön ausgeschaut hat. Aber das ist das Einzige. Also wirklich, die Kennzeichenhalter, Spiegel, ja, Bremse- und Kupplungshebel, das ist Geschmackssache. Seta-Handcuts ist auch Geschmackssache, aber mir hat es halt nicht gefallen und der Motorbundschutz ist genauso. Ist auch Geschmackssache. Der war nicht dran, man muss nicht dran da, aber mir gefällt es halt einfach mit. Ja, und wo halt noch das Thema ist, Supermotor. Ich fahre einen Supermotor, den wollte ich schon immer haben, weil ich bin ziemlich groß, ich bin 1,85 circa groß und ich bin zwar auch schon naked gefahren, und das passt einfach nicht zu mir. Es muss im Endeffekt jeder selber wissen, wo er fahren will, auf was er steht und was er mag, und das ist sowieso klar. Aber ich finde einfach schön, weil ich die Größe habe, dass ich Supermotor fahren kann. Ich kenne ein paar Leute, die sagen, ja, hey, ich darf auch gerne einen Supermotor fahren, aber ich bin leider zu klar dazu. Ja, das ist leider so, man kann es zwar durchverlegen, aber es ist einfach so, der Geschmackssache, schaut schön aus oder nicht. Das muss jeder für sich wissen. Ja, Supermotor an sich, ein Traum zum Fahren, auf der anderen Seite ist ein Fluch zum Fahren. Ja, jetzt fange ich mal mit den positiven Seiten an. Das Fahrverhalten. Das Fahrverhalten ist einfach so schön von einem Supermotor in die Kurven. Wir haben einmal, sagen wir mal, eine kurvige Strecke gefahren, die will ich euch auch mal noch zeigen. Da ist ein Tausender hinten dran gefahren, der ist uns immer aufgepickt. Der ist uns immer aufgepickt auf der Geräten, ist immer hinten dran gewesen, und dann, sobald kurvige Strecken angefangen haben, war er weg. Karat Stickerl, er ist wieder hinten dran. Ja, jetzt sagen wieder wahrscheinlich viel, ja, man kann ja auch mit einer Tausender schnell fahren. Ja, ist mir schon klar, aber ich sage jetzt einfach nur für die Kurven. Und ja, man kann auch mit einer Tausender ballern, Kurven ballern. Aber ich weiß halt nicht, wie gesagt, der ist damals nicht nachgekommen.
der hat keine Chance gehabt, dass er uns nahe kommt, weil wir sind damals schon gut sportlich unterwegs gewesen. Aber das war damals, das ist jetzt nicht mehr der Fall, das war noch mit meiner alten Maschine und fahrst du gut einmal? Ja, passt jetzt, und mal schauen, dass ich den Lagergang nicht rein tue. Das ist halt einfach das Schöne. Dann das nächste, du sitzt einfach gerade oben. Du sitzt nicht wie auf einem Naked oder auf einer Supersportler, sitzt du so nach vorne, das gefällt mir persönlich nicht, weil gesagt, also was heute schon wieder los ist, nur rote Ampeln, die kann nicht ausfasseln. Es ist Geschmackssache, mir persönlich gefällt es nicht, ich liebe es lieber, gerade oben zum Sitzen und einfach, weil ich finde einfach, die schaut einfach brachialer aus, wenn man einfach gerade auf seinem Drum sitzt, auf seinen, der ist gerade hinter mir gestanden, auf seiner Maschine sitzt und das ist einfach, für mich einfach das Schönste. Mein Blinker geht schon wieder nicht, oder? Doch, mein Blinker geht, passt. Du hast halt einfach meistens dann wenig Gewicht auf sozusagen einigermaßen Full PS, sagen wir es so, weil wenn du sagst 70 PS auf 150 Kilo circa, die geht schon ab, also wirklich, das gelangt. Maximalgeschwindigkeit ist 180 und das gelangt ja. Mehr braucht man mit einem Supermotor bzw. nicht schneller fahren, weil das einfach schon sauber zu viel ist. Ich finde, ab 130 wird es unangenehm. Wahrscheinlich ist es auch wieder so gewesen, weil halt einfach viel Wind gegangen ist. Und ich finde aber schneller muss man nicht fahren. Wann fährt man dann eigentlich so schnell? Vielleicht wenn man überholt oder keine Ahnung, oder wenn man rast, aber das tue ich halt nicht und ich brauche es halt einfach nicht, weißt? Wo es dann ein bisschen ein Nachteil ist, ich finde persönlich ist die Sitzbank ein bisschen unbequem. Ja, sie ist weich und wenn du dann nochmal so 100 oder 150 Kilometer fährst, die tut der Arsch weh. Die tut der Arsch weh, du kannst dann kaum mehr sitzen. Es gibt zwar schon von Powerparts gibt es Sitzbank, eine weichere, die wird man wahrscheinlich absorgen. Es ist Geschmackssache, entweder liegt es daran, dass ich einfach schon eine Fox-Kombi anhabe, also eine dünne Hosen und sitze einfach voll auf der Sitzbank um. Vielleicht war das ja anders da auch, wenn ich eine gescheite Motorradhosen anhätte. Aber naja, das ist ja nicht der Fall. Und ja, das nächste, wo es auch viel, glaube ich, abschreckt, also nicht abschreckt, sondern einfach am Sack geht, die Polizeikontrollen. Du wirst extrem oft aufgehalten mit einem Supermotor. Auch wenn es nichts da ist. Wie gesagt, wir haben es auch schon oft aufgehalten, da war ich nichts da, da war ich ganz normal gefahren bin, haben sie mich aufgehalten, bloß weil ich einen Supermotor fahre und einfach so ausschaut. Es sind einfach die Vorurteile, weil viel einfach fahren bei den Naschen und dann trifft es halt meistens die Unschuldigen. Ist ja so, kann man nichts machen. Ich werde trotzdem weiter, also ich mache echt mein Brüllen aber da, weil meine Augen schon richtig weitermachen mit meiner 690er. Es ist mir wurscht, wie oft das mich aufhalten. Es ist mir egal, können es mich nur so oft aufhalten. Ich will weitermachen, weil ich weiß, dass mein KTM legal ist, dass das eingetragen ist, dass ich alles haben darf, was ich habe. Also was ich umgebaut habe, was ich haben darf. Mein Gott, deutscher Satz, schwieriger Satz. Was ich noch sagen kann, du hast einen 13 Liter Tank, kommst ziemlich weit damit. 250 Kilometer sind wir gefahren. Dann habe ich 10 Liter dann tanken müssen. Du kannst sparsam fahren damit. Du kannst sparsam fahren damit. Es ist richtig schön, aber du kannst es auch stiefeln, so ist es nicht. Aber wenn du sparsam fährst, du kommst weit damit und du musst es halt einfach nicht immer übertreiben, nicht immer mit Grenzen einladen. Es ist einfach so, wenn man sparsam fährt, kommt man weiter. Jeder, der was einen Supermotor mag und ein KTM-Fan ist, ich darf es jedem empfehlen, riecht seine 690er. Da kannst du nichts falsch machen. Bei zum Beispiel Husqvarna 701 oder 690 KTM, die brauchen nicht so viel Wartung. Die sind für einen Supermotor sind die eigentlich schon darauf ausgelegt, dass du weiterfahren kannst damit. Das ist wirklich Wahnsinn. Also wie gesagt, wenn es euch wahrscheinlich richten, wenn ihr einen Supermotor richten wollt und ist ein Supermotor haben wollt, KTM 690 oder 701er. Weil einfach, das ist übrigens nur 1,03 € Norm. Wow. Und ich weiß nicht, was der schon wieder für ein Problem hat, weil er jetzt um den Gas kurz gespielt hat, weil er es gefühlt hat. Der hat es gefühlt, der Postbote und der alte Mo, der schimpft mir jetzt wieder, sie 40 Jahre, jetzt rennt mein Lüfter. Sagst, er hat es gefühlt und die da vorne, sie schimpft einfach. Alter, ich wollte es gerade sagen, ist halt 1,03 €.
Ist halt Euro 3. Ist halt noch ein bisschen lauter. Weil es ist schon Herz. Warum muss sie da jetzt aufregen? Ich gebe einmal kurz Gas, sie fuchtelt mit den Händen umeinander. Weil, keine Ahnung, wenn ich permanent im Begrenzer drin war. Ich verstehe es nicht. Das war das. Sound top. Wirklich top. Und ja, das ist halt auch der Grund, warum das da oft von der Polizei aufgehalten wirst. Du hast keinen DB-Killer drin, du hast keinen Cut drin, bla bla bla. Es ist immer dasselbe. Es ist immer dasselbe. Die meinen einfach, dass du einfach ein illegaler Fahrer bist, bloß weil du eine KTM fährst. Ah, schön. Es ist schon wieder ein schöner Ausflug. Ja, übrigens, das war kaum, größer ist kaum nicht. Also ich hätte zwar durch die Innenstadt auch noch fahren können, aber auf das habe ich jetzt einfach keine Lust, weil mein Lüfter schon wieder absolut am Eskalieren ist. Ich möchte jetzt einfach noch ein bisschen Motorrad fahren. Das war jetzt übrigens so ein kleines Mischmasch, warum das mir 96 gefällt, warum das ich Supermoto fahre. Ich bin einfach absoluter Fan von Supermoto und ich darf mich einfach mehr gefreut, wenn einfach mehr Leute auf der Straße unterwegs waren. Weil du sexst einfach cool mehr. Das ist einfach das traurig, weil du cool mehr sexst, was einfach so ist. Ja Leute, ich hoffe, dass das kleine Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch viel Spaß und eine schöne Woche, Leute. Wir hören uns bis die Tage. Servus!